Herzlich willkommen beim Burgenlexikon von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Oh wie! Stopp, stopp, stopp. Heute mal etwas anders. Burgen, Schlösserland, Oberpfalz von und mit Matthias Helzel alias Burgenmeister. Heute möchte ich meine Heimat, die Oberpfalz, vorstellen, mit einem kurzen Überblick über die Geschichte dieser Region und einer kleinen Auswahl an Burgen und Schlössern. Die Oberpfalz. Der heutige Regierungsbezirk Oberpfalz liegt im nordöstlichen Bayern, zwischen Franken im Westen und Tschechien, also Böhmen, im Osten. Der Name des Regierungsbezirks Oberpfalz steht in direktem Zusammenhang mit dem Begriff der Königspfalz, aus dem sich der Name der Kurpfalz ableitete. Historisch gesehen ist die Oberpfalz weitgehend identisch mit dem bayerischen Nordgau, der vom 7. bis zum 14. Jahrhundert bestand. Die Nordgau-Grafen zählten mit zu den einflussreichsten Herrschern ihrer Zeit. Darunter sind zu nennen Ernst, gestorben um 865, Hetzilo von Schweinfurt, bekannt durch die Schweinfurter Fehde 1003, oder auch Berngard von Sulzbach um 1100. Ein gravierender Einschnitt für den Nordgau war die Schweinfurter Fehde. Als sich Hetzilo, Heinrich, von Schweinfurt, Graf im Nordgau, gegen König Heinrich II. Auflehnte und angeblich die Reichskleinodien gestohlen hatte, kam es 1003 zur Schweinfurter Fehde, in der der Nordgau-Graf unterlag. Zwar versöhnte sich Hetzilo wieder mit Heinrich II., verlor jedoch dessen Gunst. Schließlich gründete Heinrich II. 1007 das Bistum Bamberg und gliederte fast den gesamten Nordgau in das Bistum ein. Fortan waren die Grafengeschlechter, wie die Grafen von Pettendorf, Hopfen-Ohe, Lengenfeld oder die Grafen von Sulzbach, im Nordgau meist als Vögte des Bistums Bamberg tätig und konnten nur wenige reichsunmittelbare Gebiete für sich beanspruchen. Die Karte zeigt das Bistum Bamberg mit der Ausdehnung 1003 bei der Gründung, in grün die Erweiterung des Bistums 1016 sowie die blau markierten Orte als wichtigsten Besitz des Bistums in der Oberpfalz. Betrachten wir die Grafen von Pettendorf, Hopfen-Ohe, Lengenfeld etwas näher. Mit Friedrich I. von Pettendorf, Pettendorf bei Regensburg, tritt in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts ein Adelsgeschlecht auf, das im Laufe der nächsten etwa 100 Jahre besonders einflussreich im Nordgau wird. Durch geschickte Gebietserwerbungen und Verhandlungen werden die Herren von Pettendorf zu Grafen von Pettendorf, Hopfen-Ohe, Lengenfeld. Der Name spiegelt die wichtigsten Gebietserwerbungen wider. Hopfen-Ohe, eine Herrschaft, die heute im Truppenübungsplatz Grafenwöhr liegt, und Lengenfeld, das heutige Burg Lengenfeld, mit seiner mächtigen saliazeitlichen Burganlage, die vermutlich eine der Residenzen des Grafengeschlechts war. Mit Friedrich III. Stirbt das Geschlecht der Pettendorfer Grafen 1119 aus. Er hat seine zwei Töchter, Heilika und Heilwiga, vorteilhaft verheiratet. Heilika heiratet Pfalzgraf Otto V. von Scheiern und wurde somit Stammmutter der Wittelsbacher. Sie brachte die südlichen Besitzungen der Herrschaft, von Burg Lengenfeld bis Regensburg in etwa, in die Ehe ein. Heilwiga heiratete Gebhard I. von Leuchtenberg, auch von Waldeck genannt. Warum es zu dieser eigentlich nicht ebenbürtigen Eheschließung kam, ist bis heute unklar. Heilwiga brachte die nördlichen Besitzungen, insbesondere die Herrschaften Hopfen-Ohe und Waldeck, in die Ehe ein. Diese Besitzungen bildeten die Grundlage der späteren Landgrafschaft Leuchtenberg. Mit der Ehe zwischen Heilwiga und Gebhard I. von Leuchtenberg entsteht im Nordgau eine bedeutende Landgrafschaft, die zunächst durch geschickte Beziehungen und Heiratspolitik gefestigt wird. Die späteren Landgrafen jedoch versäumen es, ihren Besitz dauerhaft zu sichern. Stetiger Geldmangel und interne Streitigkeiten, insbesondere durch Erbteilungen, führen zum Niedergang der Landgrafschaft. Mit dem Tod von Landgraf Maximilian Adam von Leuchtenberg im Jahr 1646 stirbt das Geschlecht aus und die Landgrafschaft fällt an die verwandten Wittelsbacher. Die nebenstehende Karte zeigt den Stammbesitz der Landgrafschaft Leuchtenberg
der um 1450 noch verblieben ist. Ein weiteres bedeutendes Ereignis für die Oberpfalz ist die Zeit unter Kaiser Karl IV. Während seiner Herrschaft erlebte die Region eine Phase von politischer und wirtschaftlicher Umgestaltung. Karl IV., der von 1346 bis 1378 regierte, förderte den Ausbau der Städte und der Handelswege, was die Oberpfalz zu einem wichtigen Zentrum innerhalb des Heiligen Römischen Reiches machte. Neuböhmen, eigentlich ein Begriff des 18. und 19. Jahrhunderts, auch böhmische Pfalz genannt, bezeichnet die oberpfälzischen sowie mittel- und oberfränkischen Gebiete, die Karl IV. Ab 1349 für seine Hausmacht erwarb. Der Luxemburger stellte dieses Territorium unter seine Herrschaft und integrierte es in die Länder der Krone Böhmens. Diese Vereinigung wurde in der Goldenen Bulle von 1356 rechtlich festgelegt. Die Karte zeigt in etwa Neuböhmen mit der Ausdehnung kurz vor den Toren von Nürnberg bis nach Tachau und den neuen Residenzstädten Lauf an der Pegnitz mit dem Menzelschloss, Auerbach und Sulzbach. Ab 1373 gelangten die Gebiete Neuböhmens wieder an Bayern. Dies hing mit dem Erwerb der Mark Brandenburg durch Karl IV. Zusammen, der zur Finanzierung dieses Vorhabens dringend Geld benötigte. Mit der Teilung der Besitzungen der Wittelsbacher nach dem Tod Ludwigs II. Des Strengen von Bayern wurden die nichtböhmischen Gebiete gemäß dem Hausvertrag von Pavia von 1329 der pfälzischen, jüngeren bayerischen Linie zugesprochen. Diese obere Pfalz wurde fortan von Heidelberg in der unteren Pfalz aus verwaltet. Die Karte zeigte Gebiete von Kurpfalz und dem Herzogtum Bayern, wie es ab 1329 entstanden ist. 1378 kommt die obere Pfalz zu Kurpfalz, also im Prinzip das Gebiet mehr oder weniger von Neuböhmen. Jetzt aber zur Oberpfalz als Burgen- und Schlösserland. Auf dem heutigen Gebiet der Oberpfalz, das etwa 9000 Quadratkilometer umfasst, lassen sich bis zu 900 Burgen und Schlösser nachweisen. Die nebenstehende Karte zeigt 225 Burgen und Schlösser ohne Burgställe und abgegangenen Anlagen. Warum gibt es so viele Burgen und Schlösser in der Oberpfalz? Zum einen liegt die hohe Dichte an Burgen und Schlössern in der Oberpfalz daran, dass sie ein ständiges Grenzgebiet zwischen Böhmen und dem Heiligen Römischen Reich war, welches insbesondere nach Osten hin auf ein starkes Verteidigungsnetz angewiesen war. Zum anderen spielte der Erzreichtum der Region im Mittelalter eine bedeutende Rolle. Es galt, die Erzvorkommen zu schützen, ebenso wie die Handelswege, die die Oberpfalz von West nach Ost und umgekehrt durchzogen. Zudem förderten die wohlhabenden Hammerherren, die durch die Verarbeitung des Erzes reich wurden, den Bau zahlreicher repräsentativer Hammerschlösser. Die Burgen und Schlösser der Oberpfalz, also etwa 900 Stück im Schnelldurchlauf. Ein paar picken wir uns heraus und schauen uns die genauer an. Die Burg Neuhaus an der Waldnapp. Geschichtliches. Um 1300 beginnt die Geschichte der Burg Neuhaus an der Waldnapp, nachdem die Landgrafen von Leuchtenberg ihre geerbten Burgen Falkenberg, Schwarzenschwall und Altneuhaus an das Kloster Waldsassen verkauft hatten. Um ihren großen Waldbesitz verwalten zu können, gründeten die Landgrafen eine neue Burg mit zugehöriger Siedlung. Auch diese neue Burg verpfändeten die Landgrafen, die stets unter Geldmangel litten, mehrfach an das Kloster Waldsassen. Zeitweise wurde die Burg sogar an das Kloster verkauft. Die Landgrafen waren jedoch bemüht, das Pfand einzulösen oder die Burg zurückzukaufen. 1415 erhielten die Landgrafen für ihren Markt Neuhaus das Stadtrecht, was im 17. Jahrhundert zu Konflikten mit der Stadt Tirschenreuth führte. 1438 erfolgte schließlich der endgültige Verkauf von Burg und Stadt Neuhaus an das Kloster Waldsassen, das die Anlage bis zur Säkularisation im frühen 19. Jahrhundert besaß. Zur Baugeschichte. Die Burg Neuhaus liegt auf einem Bergausläufer in Spronlage, der von Osten nach Westen in das Waldnapptal abfällt.
Das heute als Schafferhof bekannte Anwesen direkt vor der Burg kann als ehemaliger Wirtschaftshof angesehen werden. Zwischen diesem Wirtschaftshof, Vorburg, und der Hauptburg befand sich, wie auf alten Ansichten zu sehen ist, ein mächtiger, tiefer Graben, der von einer Holzbrücke überspannt wurde und zum Torhaus führte. Am Zugang zur Burg steht ein imposanter, runder Bergfried, der wie eine Schildmauer den dahinterliegenden Wohnbau schützen sollte. Der heute Butterfassturm genannte Turm war ursprünglich von zweigeschossigen Hurden, hölzernen Wehrgängen, umgeben. Der im Westen gelegene Wohnbau, der sich direkt über dem Steilabfall befindet, geht in seinen Grundmauern auf das 14. Jahrhundert zurück. Nach mehrfachen Umbauten vom 17. bis zum 20. Jahrhundert präsentiert sich dieser Wohnbau heute eher schlicht. Die Burg Kürnberg, auch Kürnburg genannt. Geschichtliches. Die heute noch imposante Burgruine Kürnberg liegt unweit des Marktes Stamsried in Höhenlage. Mitte des 14. Jahrhunderts erhielt Dietrich der Kürner, dessen Stammsitz nördlich von Regensburg lag, die Erlaubnis von Pfalzgraf Ruprecht II. Zur Errichtung einer Burg auf dem Heidberg, unweit von Stamsried. Die Burg wurde Kürnberg genannt und das Geschlecht nannte sich fortan Kürner von Kürnberg. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde die Burg an Ulrich von Warberg verkauft und ging 1499 in den Besitz der Familie von Habsberg über. Ab 1539 befand sich die Burg im Besitz der Muracher. Während des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1634 wurde die Burg von schwedischen Truppen belagert und zerstört. Der Sitz der Herrschaft wurde daraufhin in das nahegelegene Schloss Stamsried verlegt und die Burg wurde nicht wieder aufgebaut. Baugeschichte. Die Burg Kürnberg zählt zu den jüngsten Burggründungen der Oberpfalz. Der Kern der Anlage ist der turmartige Wohnbau, der sich am höchsten Punkt des Geländes befindet. Vor diesem Wohnbau liegt ein schmaler Hof mit Torbau, der vermutlich zu den ältesten Bereichen der Burg gehört. Um 1500 wurde die Burg nach Westen erweitert, wobei vermutlich die einstige Vorburg überbaut wurde. Diese Erweiterung umfasst einen großräumigen Innenhof, einen kräftigen in den Graben vorspringenden Torbau sowie einen mächtigen mehrgeschossigen Geschützturm, Batterie genannt. Dem Gelände nach war in westlicher Richtung noch eine weitere, einfachere Vorburg vorgelagert. Der eigentliche Wirtschaftshof der Burg befand sich am Fuß des Kürnbergs im heutigen Weiler Kürnberg. Die Burg Leuchtenberg. Geschichtliches. Die Burg Leuchtenberg ist der Stammsitz der Landgrafen von Leuchtenberg, die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in den Quellen erscheinen. 1196 wurde Diepold I. von Leuchtenberg zum Landgrafen erhoben. Die Landgrafen litten häufig unter Geldmangel, was vermutlich auf ihren fürstlichen Lebensstil zurückzuführen ist, und verpfändeten deshalb mehrfach ihre Stammburg Leuchtenberg. Mit der Verlegung der Residenz in die Stadt Pfreimd im Jahr 1322 wurde die Burg nicht mehr als ständiger Wohn- und Repräsentationssitz genutzt. Als das Landgrafengeschlecht 1646 ausstarb, fielen die Besitzungen an die Wittelsbacher, die lediglich Verwalter, Pfleger auf der Burg einsetzten. Nach den Beschädigungen im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg instand gesetzt. Ein verheerender Großbrand im Jahre 1842 führte jedoch dazu, dass die Burg seither eine Ruine blieb. Baugeschichte. Leuchtenberg gilt als eine der größten und am besten erhaltenen Burgruinen der Oberpfalz. Der Zugang erfolgt vom Markt Leuchtenberg aus und führt in die weitläufige Vorburg, in der einst Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude standen. Bis zum verheerenden Großbrand von 1842 stand am Zugang zur Burg ein mächtiges Kastengebäude, das teilweise über den inneren Burggraben gebaut war. Durch eine mehrgliedrige Toranlage betritt man die Hauptburg. Das vorgelagerte Torhaus mit Zugbrücke sowie die angrenzenden Zwingermauern wurden im 15. Jahrhundert errichtet. Die wesentlichen Teile der Hauptburg stammen aus dem 14. Jahrhundert, während der Bergfried wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert stammt und möglicherweise auf einem älteren Fundament erbaut wurde. Wie die Burg im 12. Jahrhundert ausgesehen hat, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Kapelle und die Wohngebäude in der Hauptburg lassen sich auf Umbaumaßnahmen des 15. und 16. Jahrhunderts zurückführen. Die Burg Obermurach, auch Haus Murach genannt. Geschichtliches. Die Burg Murach wurde vermutlich zu Beginn des 12. Jahrhunderts von den Grafen von Sulzbach gegründet.
Bereits um 1110 werden die Herren von Murach erwähnt, die zu den ältesten Adelsgeschlechtern der Oberpfalz zählten und 1836 ausstarben. Nach dem Aussterben der Grafen von Sulzbach im Jahr 1188 erbten die Grafen von Ortenburg die Burg und nannten sich fortan Grafen von Ortenburg-Murach. 1268 verpfändeten die Ortenburger die Burg an Ludwig den Strengen von Bayern und verkauften sie 1272 endgültig an die Wittelsbacher. 1353 gelangte Murach vorübergehend in den Besitz von Kaiser Karl IV., kehrte jedoch wieder in den Besitz der Wittelsbacher zurück. Die Burg wurde meist von Pflegern der Familie von Murach verwaltet. Während der Hussitenkriege widerstand die Burg mehreren Belagerungen und überstand den Dreißigjährigen Krieg weitgehend unbeschadet. Bis 1803 war die Burg Sitz eines Pfleggerichts, das anschließend nach Neumburg vom Wald verlegt wurde. Ab diesem Zeitpunkt setzte der Verfall ein und es kam zu ersten Abbrucharbeiten an dem einst stolzen Haus Murach. Baugeschichte. Der Zugang zur Burg Murach erfolgt von der heutigen Ortschaft Obermurach aus. Die am Eingang zur Burg gelegenen Gebäude gehörten vermutlich bereits zum erweiterten Burgbereich. Durch das südlich gelegene Tor betritt man die Vorburg, die deutlich tiefer liegt als die Hauptburg. In der Vorburg sind vor allem die Reste der umlaufenden Ringmauer erhalten geblieben. Von der Vorburg führt ein Weg hinauf in die Hauptburg, die früher von einer weiteren hohen Ringmauer geschützt wurde. Innerhalb der Hauptburg befanden sich neben dem Bergfried auch ein Wohnturm sowie weitere Gebäude, von denen sich nur noch Reste erhalten haben. Die Burg Wolfsegg. Geschichtliches. Die Burg Wolfsegg wurde vermutlich von den Herren von Wolf aus dem Geschlecht der von Schönleiten in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut. Ob bereits ein Vorgängerbau an dieser Stelle existierte, ist nicht nachweisbar. Wahrscheinlich wurde die Burg in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts um- und ausgebaut. Im Jahr 1367 verkauften die Herren von Wolf die Burg an die Herren von Laber, deren bekanntester Vertreter der Minnesänger Hadamar III. Von Laber war. Ab 1490 ging die Burg in den Besitz von Hans Regendorfer genannt, über und kam nach dessen Tod an Pfalz-Neuburg. Später gelangte sie durch Kauf an die Herren von Eck und anschließend an die Regensburger Patrizierfamilie Thumer. Durch Erbschaft kam die Burg in den Besitz der Freiherren von Götzengrien und 1711 an die Herren von Silbermann. Im Jahr 1725 erwarb die Familie von Oberndorf die Burg, bei denen sie bis 1886 verblieb. Danach ging sie an die Gemeinde über, die sie als Schule und Armenhaus nutzte. In dieser Zeit verfiel die Burg zunehmend. Erst durch den Kauf der Burg durch Georg Rauchenberger im Jahr 1933 und seinen unermüdlichen Einsatz konnte die Burg vor dem endgültigen Verfall bewahrt werden. Baugeschichte. Dank dem Einsatz von Georg Rauchenberger zählt die Burg Wolfsegg zu den am besten erhaltenen Burgen des Niederadels in Bayern. In den Anfängen bestand die Burg im Wesentlichen nur aus dem wohnturmartigen Palas. Dieser wurde Anfang des 15. Jahrhunderts erhöht, wobei der heute noch erhaltene Rittersaal entstand. Im 16. Jahrhundert wurde vor dem ursprünglichen Hocheingang ein aus Backsteinen errichteter Treppenturm in den Innenhof gesetzt. Die Burg vermittelt durch die nahezu vollständig erhaltene innere Ringmauer einen äußerst kompakten und wehrhaften Eindruck. Neben den Resten des Küchenbaus befindet sich eine Zisterne im Burghof. Im Norden springt ein halbrunder Turm als Verbindung zwischen Palas und Ringmauer hervor und verstärkt das Wehrhafte der Anlage. Einst war die Burg von einer äußeren Ringmauer umgeben, die mit weiteren Rundtürmen bzw. Halbschalentürmen versehen war. Diese sind heute größtenteils in privaten Wohnhäusern verbaut. Das Schloss Disfurt. Geschichtliches. Das Schloss Disfurt ist ein typisches Beispiel für die Oberpfälzer Hammerschlösser. In der Mitte des 14. Jahrhunderts wird das Eisenwerk Disfurt erstmals erwähnt, als Markbad von Zollhosen damit belehnt wurde. 1387 gelangt der Besitz in die Hände von Kunrad Wolzenhofer. 1468 erwirbt Sebald Kress von Kressenstein, ein Mitglied der Nürnberger Patrizierfamilie, den Hammer Disfurt. Im 16. Jahrhundert gelangt Disfurt durch Heirat in den Besitz der Familie von Zettwitz. Über die Familie Wild von Wildenreuth kommt das Anwesen 1616 an die Freiherren von Podewils. Die Erben der Familie von Podewils verkaufen das Landsassengut Disfurt 1762 an Josef von Heidmann.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wird das Gut schließlich zerschlagen und aufgeteilt. Baugeschichte. Der im Osten der Anlage befindliche spätgotische Wohnturm, auch als Altes Schloss bezeichnet, repräsentiert die frühen Hammerschlösser und zählt zu den wenigen erhaltenen Beispielen dieser Art. Schießscharten in den Untergeschossen sowie ein markanter Maßwerkerker prägen das Erscheinungsbild des Wohnturms. Im 17. Jahrhundert wurde neben dem Wohnturm ein rechteckiges Barockschloss errichtet, das als Neues Schloss bezeichnet wird. Beide Gebäude erhielten im 18. Jahrhundert ihre charakteristischen Mansarddächer. Von der einzigen Wehrhaftigkeit der Hammerschlösser zeugen in Disfurt noch die Tormauer mit einem angrenzenden Rundturm sowie Reste der Wassergräben. Das einstige Hammerwerk und die Wirtschaftsgebäude lagen in einem großen Hof im Südwesten und sind nicht mehr erhalten. Das Torhaus, das zu diesem Wirtschaftsgebäude führte, ist jedoch bis heute erhalten. Das Schloss Friedrichsburg in Vohenstrauß. Geschichtliches. Das Schloss Friedrichsburg ist ein ehemaliges pfalzgräfliches Residenzschloss in der Stadt Vohenstrauß. Das Schloss ließ Pfalzgraf Friedrich von Pfalz-Vohenstrauß-Parkstein in der Zeit zwischen 1586 und 1593 errichten. Die Baumeister Leonhard Greineisen, Hans Reichhold und der Italiener Hans Meria waren am Schlossbau tätig. 1593 zog Pfalzgraf Friedrich mit seiner Gattin Katharina Sophia von Weiden in die neue Residenz nach Vohenstrauß. Friedrich starb 1597 und seine Gattin lebte bis zu ihrem Tod 1608 in der Friedrichsburg. Danach wurde das Schloss als Wohnung der Pfleger von Vohenstrauß und Floß genutzt. Zwischen 1659 und 1661 fanden Renovierungen und Umbauarbeiten am Schloss statt. Seit dem 19. Jahrhundert wurde das Schloss als Ämtersitz genutzt, was mit der Auflösung des Landkreises Vohenstrauß nach und nach endete. Das lange Zeit leerstehende und sanierungsbedürftige Gebäude wird seit 1988 schrittweise saniert und neuen Nutzungen zugeführt. Baugeschichte. Das Schloss Friedrichsburg lag bei seiner Erbauung außerhalb der Stadtmauern und wurde erst später in das Stadtbild von Vohenstrauß einbezogen. Das kastenartige Gebäude mit 4 Ecktürmen und einem zentralen Treppenturm ist ein hervorragendes Beispiel der deutschen Renaissance-Architektur. Ein zusätzlicher Turm an der Südfassade wurde erst 1903 hinzugefügt, mittlerweile wieder entfernt. Die typischen Schweifgiebel an der Ost- und Westfassade sowie die Gurtgesimse aus Granit an den Türmen, die die Geschosse markieren, sind charakteristisch für die Bauweise dieser Epoche. Von der ursprünglichen Innenausstattung ist wenig erhalten, was der späteren Nutzung als Ämtergebäude geschuldet ist. Besonders sehenswert sind jedoch die gewölbten Räume im Erdgeschoss, die noch heute das Renaissance-Flair vermitteln. Das Schloss Ramspau. Geschichtliches. Ramspau wird erstmals 1312 mit dem Ritter Weichsau von Ramspau erwähnt. Vermutlich entstand in dieser Zeit auch die Burganlage östlich und oberhalb des heutigen Schlosses. Nach mehreren Besitzerwechseln kommen Burg und Ort an Graf Johann Sigmund Anton Franz von Reissach. Die Burg war zu diesem Zeitpunkt bereits baufällig und der Graf begann mit dem Neubau des Schlosses am südlichen Ortsrand unterhalb der Burg. 1740 ging Schloss und Gut in den Besitz von Anton von Pestalozza über, auf den 1764 Johann Heinrich von Schneid folgte. Später erwarb Josef Karl von Drechsel den Besitz. Durch die Heirat von Maria Clara von Drechsel mit Freiherr Ignaz Marquard von Pfetten gelangt das Schloss an die Familie von Pfetten. 1971 erbte Gudela, die Tochter von Josef Freiherr von Pfetten, den Besitz. Sie war mit Franz Graf von Ledebour-Wichelen verheiratet. Seitdem befindet sich Schloss Ramspau im Besitz der gräflichen Familie von Ledebour-Wichelen. Baugeschichte. Nachdem die Burg Ramspau wohl schon im 16. Jahrhundert, spätestens jedoch nach dem Dreißigjährigen Krieg, in Verfall geraten war, begann Graf von Reissach mit dem Bau eines neuen Schlosses am Fuße des Burgberges. Laut einer Inschrift wurde das Schloss aus den Steinen der alten Burg errichtet. Der Baubeginn datiert auf das Jahr 1706 und die Fertigstellung wird auf 1726 geschätzt. Dabei entstand einer der markantesten Barockbauten der Oberpfalz. Das Schloss ist ein breiter Rechteckbau mit 4 runden Ecktürmen, die durch achteckige Aufsätze und überformte Zwiebelhauben abgeschlossen werden. Westlich des Schlosses wurden Wirtschaftsgebäude errichtet
und südlich davon entstand ein Barocker. Durch seine Lage am Fluss Regen sowie das elegante, markante Erscheinungsbild ist Schloss Ramsbau ein beliebtes Fotomotiv. Das obere Schloss Schmidtmühlen. Geschichtliches. Die erste Erwähnung von Schmidtmühlen stammte aus dem Jahr 1010. Anstelle des heutigen oberen Schlosses befand sich damals eine Wasserburg, die im Besitz der Herren von Schmidtmühlen war. Bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts blieb der Ort im Besitz dieser Familie, bevor er an die Familie Wolf von Nappburg überging. Nach mehreren Besitzerwechseln kam Schmidtmühlen schließlich in den Besitz der Familie Hausner von Winbuch, unter deren Einfluss das heutige Renaissanceschloss vermutlich errichtet wurde. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgten erneut häufige Besitzerwechsel, bis das Schloss 1777 an das adlige Damenstift Niedermünster übertragen wurde, in dessen Besitz es bis zur Säkularisation 1803 blieb. Danach gelangte das Schloss in bürgerlichen Besitz und verfiel allmählich, da es als Getreide- und Hopfenlager genutzt wurde. Erste Sanierungsarbeiten erfolgten 1919 unter dem Architekten Jacoba. Seit 1937 ist die Gemeinde Schmidtmühlen Eigentümer des Schlosses, das im Jahre 2003 umfassend saniert wurde. Baugeschichte. Im 16. Jahrhundert wurde anstelle der mittelalterlichen Wasserburg ein massiver, dreigeschossiger Bau mit Satteldach errichtet, dessen rechteckiger Grundriss typisch für die Renaissance-Architektur ist. Auffällig ist der südlich angefügte, markante oktogonale Treppenturm sowie ein schlichter Anbau an der Westseite. Besonders hervorzuheben sind die profanen Wandmalereien im zweiten Obergeschoss, die als bedeutende Werke der deutschen Renaissancekunst gelten. Trotz verschiedener Nutzungen, etwa als Kindergarten und Schule, hat das Schloss seinen charmanten Charakter als Landadelssitz bewahrt. Der zum Schloss gehörende Garten wurde im 18. Jahrhundert zu einem Barockgarten umgestaltet, dessen ursprüngliche Garteneinfriedung noch heute erhalten ist. Das Schloss Teuern. Geschichtliches. Der Ort Teuern und seine ortsansässige Familie werden seit dem späten 11. Jahrhundert erstmals erwähnt. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts taucht auch eine Erwähnung eines Schlosses in Teuern auf. Obwohl der Hammer Teuern in der Hammervereinigung von 1387 nicht aufgeführt wird, könnte er bereits existiert haben. 1518 erwarb die bedeutende Hammerwerksfamilie Portner den Besitz Teuern. Sie wurde von Kaiser Maximilian in den Adelsstand erhoben und nannte sich fortan Portner von Teuern. Nach den Portnern gelangte das Schloss und der Hammer über die Familie Ruland an die Lochner von Hüttenbach. 1780 ließ Josef Christian Lochner von Hüttenbach anstelle eines Jägerhauses das heutige Schloss errichten. Nach mehreren Besitzerwechseln, darunter die Freiherren und Grafen von Hirschberg sowie Karl Christian von Mann, häuften sich zum Ende des 19. Jahrhunderts die Eigentümerwechsel. Schließlich ging das Schloss im 20. Jahrhundert in den Besitz des Landkreises Amberg-Sulzbach über. Heute beherbergt das Kulturschloss Teuern das Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern. Baugeschichte. Der zum Schloss Teuern gehörende Eisenhammer lag außerhalb des Schlossbezirks, nördlich an der Vils. Heute sind von diesem Hammerwerk kaum noch Spuren erhalten. Als Überrest des alten Schlosses besteht noch das Brauhaus im Bereich der Kirche von Teuern. Im 16. Jahrhundert errichtete die Familie Portner an der Stelle des heutigen Schlosses ein Jagdhaus. Beim Neubau des Schlosses unter der Familie Lochner von Hüttenbach wurde dieses Jagdhaus überbaut und in den Bau integriert. Schloss Teuern zählt zu den vornehmsten Hammerschlössern der Oberpfalz. Die Wirtschaftsgebäude schließen sich als Seitenflügel an den Hauptbau an und bilden gemeinsam einen Innenhof. Der heutige Bau mit seinem barocken Mansarddach besticht besonders durch das im Osten gelegene Eingangsportal, das mit einem Mittelrisalit und einem Dreiecksgiebel ausgestattet ist. Über dem Portal sind die Wappen der Familien Lochner und Bibra angebracht. Besonders hervorzuheben ist das erhaltene Treppenhaus des Schlosses. Im Innern sind die Räumlichkeiten heute als Museumsräume gestaltet. Wir sind nun am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, dass ich Ihnen die Geschichte der Oberpfalz sowie das Burgen- und Schlösserland Oberpfalz näher bringen konnte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Video anzusehen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.